Herr Sven Clement. Herr Clement, du Wort. Merci, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es kommt nicht allzu oft vor, dass ich den Kollegen die Hand mal sitzen, muss auf viele Sachen recht gehen. Wir haben heute David Wagner aber ein paar wichtige Punkte erwähnt. Wir haben hier drunten oft hören, wie wichtig multilaterale Konventionen sind, an Zeiten, an denen Benefice von der internationalen Zusammenarbeit immer mehr auf Frage gestellt gehen. Ich will dafür heute gar nicht lang auf die Natur von einer internationalen Konvention eingehen. Ich meine, da sind wir prinzipiell größtenteils alle Guten da einverstanden, dass es gut ist, dass ein Akkord an steuerfreien Fond kommt gehen. Dafür will ich meine Zeit für ein paar Aspekte aus dem Gesetzesprojekt anzugehen, die ich persönlich auch noch Piraten nicht so gut fand. Zu kritisieren sind halt für alle Mal Kommentare zu den Artikeln von der multilateralen Konvention, die die Regierung zur Verfügung gestellt wird. An den meisten Fällen, an denen Lützeburg sich recht geholt hat, eine Disposition oder ein Teil davon nicht anzuwenden, finden als Erklärung nur einen kurzen Satz. Die sieht, dass Lützeburg sich recht hält, diese Disposition, das Regel oder diesen Artikel nicht umzuholen, weil sie optional war. Wieso? Weil ich es kann. Als hier also die Devise, aber wie soll ihn dann nach nachvollziehen, auf welcher Basis und wie von welchen Zielen die Entscheidungen getroffen sind. Ein Mangel an Transparenz geht es aber nicht nehmen. Hier auch der Fakt, dass es keine Version konsolidée von den betroffenen Gesetzen gibt, ein Punkt, den auch David Wagner angeschwärzt hat, als ein Problem für das Prinzip von einem leserlichen Gesetz. Weil wenn nicht mehr Leute, die dafür bezahlt gehen, sich können Zeit holen, für ein Gesetz nachzuvollziehen, an den Impact von Projekten, die wir hier bannen diskutieren, können verstehen, dann machen wir das Leben vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Und wie von einer nicht nur Simplifikation administrativ, sondern einer Simplifikation legislativ, wir sehen sich ja aber vorstellen, ob nicht Heinz so besser wäre, wenn wir hingehen und tatsächlich den Klienten von dem, was wir hier machen, nämlich alle Bürgerinnen und Bürger, nicht nur den Auditfirmen, tatsächlich eine leserliche Gesetzgebung zur Verfügung stellen. Schon mal so gelos, dass das mit den neuen Technologien nicht unmöglich ist, für so ein Merge von Texten zu machen, wie in das an der Informatik nennt. Dementsprechend ist hier definitiv ein Mangel an guter politischer Kommunikation mit allen Bürgern. Schlussendlich, also auch die Bemerkung aus dem Exposé dem Motiv ganz interessant, dass Lützeburg immer die Dispositionen gewählt hat, die am besten bei seinem Zitat Politik konventionell gepasst haben. Dass gerade das Regierung, die sich ja eigentlich gerade unkonventionell und progressiv will gehen, dann wenn es um Steuerfragen geht, darauf alles, dass alles beim Alle bleibt, das ist zumindest ein bisschen kontradiktorisch. Das lässt darauf schließen, dass am Bereich von einem fairen internationalen Steuerkonkurs nicht wirklich von einem Umdenken geschwärzt wird. Wir werden dieses Projekt de loi nichtsdestotrotz mittragen, weil die Dispositionen, die angeholt gehen, sind einen guten Anfang. Wir bedauern aber nach einmal den Mangel an Transparenz, dass Bürger, die diesen Text eventuell lesen wollen, nicht so einfach die können nachvollziehen. Hier gilt es also, besser zu gehen. Hier gilt es, besser Gesetze nach außen zu drohen, weil sonst machen wir das heute für bezahlten Auditfirmen und nicht für alle Bürgerinnen und Bürger. So nicht, merci. Merci, Herr Clement. Die Regierung hat Wort. Herr Finanzminister Pierre Gramedia, das Unies.